Eiskalt ist es hier nachts in der Wüste, wohlgemerkt. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin immer dabei, dass wir alle Regionen absuchen nach den Türmen, damit wir schon mal alles fotografiert haben, oder kartografiert haben, besser gesagt. Und wir dann nach und nach noch mehr Schreine entdecken, mehr Ställe vor allem auch, weil die von der einen oder anderen Sidequest brauchen. Und natürlich auch nach und nach die Geoglyphen noch absuchen, denn obwohl wir jetzt zumindest mal die Ornis soweit befreit haben, gerettet haben, wie auch immer, fehlen uns zwar noch 3 Gebiete. Ich würde aber eigentlich, bevor ich die letzten 3 Gebiete aufsuche, doch eher die Geoglyphen aufdecken, wenn ich zumindest mal eine Hintergrundstory davon habe, was eigentlich genau jetzt abgeht hier. Und das eigentlich sehr das Plan wäre. Und vor allem natürlich auch, wo das Masterschwert genau liegt. Ich habe das Gefühl, wir müssen wieder zurück zum Deku-Baum. Aber, naja. Ob das so einfach ist, ich weiß ja nicht. Naja, wir werden es bald erfahren. So. Ah. Tool in Schatten. Ist voll creepy irgendwie. Weil im Untergrund will ich eigentlich auch wieder heller bin. Lande schon, um ein bisschen Sonanium zu farmen, zu gucken, wo es da unten so gute Spots gibt. Von dem her, schaden kann es eigentlich nicht, wa? Weil mehr Batterie kann man immer gut gebrauchen. Turm in der Gerudo hoch, also man sieht schon, hier ist gar kein Licht an, irgendwas stimmt hier nicht. Muss ich vielleicht jemanden fragen, was abgeht. Was, wer hätte gedacht, dass ein Kartografieturm so eingeschneit werden könnte? Oh nee. Wieso eingeschneit, hä? Ah doch, das liegt da sicher. Hä? Ach so, unten eingeschneit. Ups. Ja, da komme ich wohl nicht heran, wa? Das heißt, damit ich den Turm nutzen kann... Warte mal, wo ist denn eigentlich der Eingang? Ja, super, ich sehe ihn ja nicht. Heißt wohl, ich muss auch wieder mit Deckensprung von unten herkommen, wa? Jetzt ist halt die Frage, wo ist mein Gazia? Wo zum Henker hat es hier? Mann, immer das Falsche. Hä? Dann war ein One-Hit, der jetzt nicht, oder was? Nein, das Fleisch ist weg. Mein gutes Fleisch. Ne, ist gleich auch weg. Also irgendwo hier unten muss ein Höhlenzugang sein, ne? Weil ich vorhin gar keinen gesehen habe. Kann die Dinger einsammeln? Also. Ich dachte schon, es wäre ähnlich wie bei Skyward Sword, aber nee. Ist das... Ah, praktisch. Da fliegt gleich noch einer runter. Höhle? No-Höhle. Das ist doof. Okay, wobei wir uns jetzt tagsüber... Ja, schon mal vom Vorteil. Sag mal, kann ich die irgendwo hier hoch? Komm schon. Oh, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Kacke, Kacke, Kuchen. Wackelkuchen. Egal. Ich muss ganz kurz wieder was anderes anziehen hier. Ne, wollte das Set haben, wa? Weil ich finde, das passt... Also, das passt auch relativ gut. So. Ich
finde irgendwie beim Schild, beim Sonanium-Schild, das ich so habe, dann müsste ich eigentlich was anderes draufpacken. Weil es steht ja auch so schön, senkt den Energieverbrauch von befestigten Sonarbauteilen. Ich würde irgendwie gerne mal mit der Rakete zusammen testen, ob das irgendwie cool ist oder so. Hm. So, nur mal gucken, ob ich hier oben noch irgendwas sehe. Eine Abkürzung hätte. Oh, die war hoch. So. Mal gucken. Okay, die muss ein bisschen höher. Wie ein dreiköpfiger Drache oder was? Muss das sein? Okay, oben ist das sehr kalt offenbar. Was, Jauch? Oh, come on, ey. Ist das wieder ein Eisdrache? Warum hat hier einen fucking Eisdrachen? Ja, irgendwann holen wir uns auch mal die Drachen, aber ganz ehrlich, bevor ich mich an Drachen wende, würde ich mich vielleicht lieber erstmal an Leune versuchen. An Rotleune vor allem. So. Oben her geht sicher auch nicht, wa? Sind hier hinten gegangen, aber die vorhin übersehen? Nee, ja. Scheiße, Mann, wo ist hier die Höhle? Ist das hier? Ja, das ist ja wohl... Ein Flammenschild zerbricht gleich. Ah, da merkst du, er sitzt. Tagebuch? Tagebuch. Schnabudas. Eine Kartografie um den Geodo-Ebenen. Klingt gut. Tag 1. Mannschaft die Baustelle erreicht. Nahegelegene Höhle. Tagebuch 2. Scheint weiter tief als zunächst dachten. Bla 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 bla. Da kann eine Geräusch in der Oberfläche vernehmbar sein. Weiter. Das ist was der Höhlenerkundung. Höhle streckt sich genau bis unterhalb des Kartografieturms. Also was für ein Zufall. Stützen gesichert werden. Ist endlich abgeschlossen. Minimum ist also das überkürzte. Benutzt wird, lassen wir einige Arme in der Höhle zurück. Okay. Eine heiße Suppe hätte er gerne, ja gut. Kann ich verstehen. Ne, was wir hingegen machen hier ist, ups. Falsche Fähigkeit. Aua. Donnerblumen. So ein Viech schon wieder. Aber es tut uns nichts, das lass uns jetzt mal in Ruhe. Das hier ein guter Farming-Spot sein.
Ja, nehmen wir an, der Kategorie-Turm ist genau da drunter, wa? Das wird zumindest irgendwie... Ups, nein. Entschuldigung. Eine falsche Fähigkeit. Das sind alle Fähigkeiten, egal ob es jetzt vom Pura-Pet sind oder von meinem Arm herkommen, dass die hier machen muss. Irgendwie auch ein bisschen creepy. So. Ich will doch nur daran. Oh, komm schon, Link. Das darf doch nicht wahr. Ganz ehrlich, ey. Oh, ich kann nicht mehr, ich geh unter. Nicht cool, Link, nicht cool. So, wie kommen wir jetzt da am besten rüber? So. Dann bin ich da, dann würde ich gerne darüber. Vielleicht reicht schon. Dankeschön. So, da ich aber dem Spiel nicht so richtig vertraue. Warum auch immer. So, das könnte eine Weile dauern, bis wir aus sind. Oh, schnell ausgedacht. Oh, ein bisschen zugeschneit, war. Ich meine, Hauptsache der Teleportationspunkt ist raus, ne? Alles andere ist mir relativ egal. So. Zeit für Action. Geronimo Chin! Wir scannen alles, weil wir es können. Und eine neue Region. Die Gerudo-Hochebene. War nicht irgendwo hier in der Nähe sogar das versteckte Jigas eigentlich? Oh, ein paar Himmelswinkel hier oben. Also kann wir oben sehr weit raus. Wir haben vorhin gesehen, ist irgendwo ein Drache. Mir geht es aber eigentlich eher um Schreine hier oben. Ja, da ist er. War nicht irgendwo da drüben einer? Da unten haben wir gesehen. Ich sehe ihn zwar farblich nicht unbedingt, aber ich sehe ihn anhand der Energie, die so nach oben geht. Für mich ist irgendwie Toolins Stimme. Ich mach das schon, Link. Ups.
So kann der jetzt eigentlich noch wegrennen. Ja, eben, geht doch. Ach, Fleisch. Zum Glück ist Link nicht vegan oder Vegetarier. So, nahm wir einen Schleim, ein guter Schleim. Das ist alles, was ich brauche jetzt. Naja, passt, ein paar Früchte. Oh, servus. Ernsthaft? Wieder mal einer von der Sorte, wa? Oh, gar kein Shield mehr, merke ich gerade. Sag mal. Aber wieso zieht er immer so viel. Wieso ziehen die mit Qualle so viel ab? Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Hat doch immer so krasse Rüstungen und so weiter. Jetzt ziehen wir trotzdem so viel ab. So, komm. Ja, vergiss es. Timing nicht vorhanden heute. Toll. Und dann schmeißen, erwische ich ihn. Ist aber nicht wahr, ey. Was für eine Scheiße hier. So, warte mal. Hier war irgendwo noch so ein Eiskumpel. So ein Schleimkumpi. Papa, ist der Rüstung, wa? Hm. Langsam Zeit, mal unsere alte Rüstung zu holen. Also das Recken-Outfit und so. Ich bin nicht mehr sicher, ob das mehr Verteidigung hatte, aber ich glaube schon. Wolf, nee. Kein Wolffleisch. Hoffen wir doch. Maya Matuno Schrein. Ich müsste lachen, wenn es irgendwo mal noch so einen Hakuna Matata Schrein gäbe. Ja, nur so just for fun. Kugelpfad. Okay, der könnte relativ schnell vorbei sein. Hier ist nix. Gut. Hier ist im Gegensatz dazu viel. Ich muss da hoch. Das Ding kann ich nicht mitnehmen, wa? Mhm. So, hätten wir theoretisch müsste die Kugel irgendwie noch runterbringen. Hier haben wir große Kugel, kleine Kugel. Kugel um Kugel. Achso. Moment. Geht das? Ich habe überlegt, dass wir ihn wieder rüber muss.
Das geht, krass. Durch die Kugel. Fällt sie da einfach runter. Okay, ich meine... Kann ich sie abfangen? Ich könnte die Zeitumkehr nutzen, aber... Ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt hier hinkäme. Nee, keine Chance. Hä? Wie soll denn das gehen? Ich meine, ja, ich kann die Kugel auch hier mitnehmen. Schön. Und dann... Eine Kugel raufklettern kann ich nicht. Kann ich die irgendwie da vorne befestigen? Außer mir natürlich direkt weh zu tun. Wohlgemerkt. Wie sieht denn das aus? Ich sehe da... Also mein Tessie kann man es ja. Ah, okay. Die fällt einfach so direkt runter. Gut. Warum auch nicht? Das sieht auch irgendwie so aus, als müsste da noch was machen. Warte mal. Huch! Jetzt kommt jetzt hier eine neue Kugel runter. Also, weil ich vielleicht die andere jetzt oben verloren habe und ich jetzt hier unten bin ohne Kugel oder was? Und die andere ist wirklich weg hier. Okay, schräg. Okay. Und darüber komme ich... Via Sprung oder was? Bisschen seltsam zwar, aber es funktioniert, oder? Das ist die Hauptsache. So, und jetzt hier, die muss ich erst einmal so miteinander kombinieren, weil ich will ja... Also ich wirklich beide Kugeln unten brauche. Vermutlich ja schon. So, jetzt ist es natürlich so, die müssen quasi so sein, dass die Oberkugel die große Kugel runterrollen kann, weil sie nicht runterfällt. Die kleine bleibt einfach dran stecken. Ja, mehr oder weniger so, ja. Und hier unten brauche ich nur die kleine Kugel. Zack. So, ein Stein auf dem Weg noch mitgenommen, ist doch schön. Vielleicht machen wir irgendwann tatsächlich auch mal so ein paar Notizen oder werde vielleicht auch mal offscreen die Karte absegeln, überall ein paar Steine markieren, die wir dann in einer Folge mal durchgehen. Also natürlich schaffe ich nicht alle Schreine in einer Folge, die restlichen, ne? Da wäre ein bisschen übertrieben. Aber die Idee ist selbst noch gar nicht mal so schlecht. Okay, was haben wir jetzt für Herzen? 3, 6, 9. Also theoretisch mit dem Ding 10. Wir Segenslichtern 10 Stück.
Kann man so schlecht. So, hier unten allerdings sonst nichts los. Den Stempel, ja, da ist für die Quelle. Hier müssen noch eine Glyphe sein. Stimmt, veranstalte sich jetzt mir irgendwie die Zeit, damit noch, ich kann nicht vergeuden, aber damit zubringen, alle restlichen Türme in der Folge noch zu holen. Könnt ihr doch eigentlich das ein bisschen klüger machen. Oh, Epona. Das ein bisschen klüger machen. Wir holen uns erst einmal die ganzen anderen, oder einen Teil davon zumindest noch, die Glyphen. Ich weiß, ich habe eine Glyphe, aber da ich das Symbol habe, das Gefühl, das könnte Ganondorf sein, den will ich noch ein bisschen aufsparen. Also holen wir uns vielleicht die Glyphe da oben, die ist außer wie eine Art Tempel. Und natürlich ganz kurz mit Orni vorbeigucken, ob noch irgendwas jetzt ist, ob es da schon was getan hat. Könnte ja sein, dass irgendwie, keine Ahnung, die Brücke repariert wurde oder so. Oder der Kleeblatt-Kurier noch etwas für uns hätte. Ich weiß, eher unwahrscheinlich, aber trotzdem. Und der Schnee hier ist er weg. So. Ich muss nach wie vor sagen, das Outfit hier gefällt mir. Es passt zusammen. Kann man so tragen. So, das Problem der Orni ist behoben. Zumal die Ornis eigentlich von allen Völkern hier eigentlich immer so ein bisschen, dass man das kleinste Dorf hatten, ne? Ja, also den will ich auch bald. Vielleicht machen wir den auch gleich noch. Die Brücke steht wieder, Leute. Also sowas liebe ich aber solchen Spielen. Das war etwas, was ich damals bei Ocarina of Time vermisst habe. Dass du halt wirklich einen Effekt auf der Welt gesehen hast, wenn du etwas abgeschlossen hast. Aber Ocarina of Time, wie schon mal erwähnt, die hatten da andere Probleme. Mit der Abgabe des Spiels und so. Und sie wollten ja vieles erweitern. Ne? Viele Elemente, die man im Majora's Mask erst gesehen hat, sollten bereits in Ocarina of Time kommen. Nachträglich verfügbar sein. Aber ja, wie es halt immer so ist, wa? Ah ne. Das ist die Brücke, die steht noch gar nicht. Kacke. Fehler meinerseits. Muss ja vielleicht noch helfen, dass ich die Brücke reparieren kann, oder was? Für Flügellose auf eigene Gefahr, schön. Unterfangen und Julian soll es Leute geben, die sich aufs Bauen verstehen. Ein Zimmermann, hä? Ein Spezialist fürs Bauen. Och ne, muss ich Doomstar suchen oder was? Im Spätpause hätten wir gerade einen Zimmermann. Kann nicht sein, also irgendwas mit da am Ende. Ja, Doomstar. Spähposten aussenden. Die Hängebrücke der Orni. Gut, dann machen wir das natürlich. Die nächste ist klar. Wir wollen ja eh alle Quests machen, aber wir müssen ein bisschen besser aufteilen hier. Damit es doch zumindest ab und zu noch ein bisschen spannend ist. Wäre sonst schade. Coronia. Okay. Steil des Waldes zu finden sein. Aber ich den schon auf der Karte. Er wird vermutlich irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere, war der Stall irgendwo hier. Also wie gesagt, schon ein bisschen eine Weile her. Nach Wind. Beim Kleeblatt-Kurier. Drinnen nach. Mein Stall. Ja, ich muss aufgeben. Scheiße, wa? Brennt da ja sehr gut. Oh Mann. Bloß nicht ins Feuer. Ja, Öl ins Feuer werfen ist generell nicht so die beste Idee. Okay, warte mal. Ich habe gerade gesagt, hier ist ja ein Ding. Warte mal, ich nehme mal den. Lassen wir nach oben in die Lüfte fliegen. Dann segeln wir rüber zum Schrein. Oder gehen wir jetzt zu den Geoglyphen? Schwierig. Was haben wir jetzt Zeit? 30.
Vielleicht nicht mehr so Überlänge Folgen machen wie auch schon. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das Schrein jetzt dauert. Oder ich die Geoglyphe so machen will. Ah, scheiße, ich friere schon wieder. Ja, das wird auch schlimmer, ich weiß. Den ganzen Himmel noch absuchen. Da sind nochmal ein Spaß. Also, Moment. Die Übung selbst gar nicht mehr so verkehrt, aber eigentlich will ich erstmal zur Geoglyphen, die ist da hinten. Stimmt der Weg jetzt? Ja, fast. Und eigentlich wollte ich auch mal noch was für die Ausdauer wieder zubereiten, wa? Und zu mir nehmen vor allem. Wäre der andere Turm besser gewesen? Scheiße, Mann, wo ist die? Darüber ist auch Quatsch. Wo ist denn jetzt der Geoglyph? Ja, der hat schwören können, er hatten wir kürzlich gerade erst. Also vor allem gesehen. Die Welt ist halt auch scheiße groß, da kannst du sagen, was du willst. Ist nur wieder scheiße kalt. Ne, da ist eine andere. Da ist ja die mit Ganondorf, wo ich das Gefühl hatte, okay, das könnte die Geoglyphe sein, die wir vielleicht... Ah, da vorne ist sie. Es könnte die Geoglyphe sein, die vielleicht zum Schluss auftaucht. Rein jetzt von der Geschichte, von der Storyline her. Weil die sieht mir so aus wie Ganondorf als Dämonenkönig, wegen den Hörnern. Die man ja offenbar sieht. Der Geoglyphe. Na, wir können was anderes anziehen, aber es ist halt immer noch scheiße kalt hier oben. Und sogar hier nur noch so ein scheiß Drache. Oder so ein Eisdrache-Fuzzi. So sieht man hier noch ein Feuer. Das Feuer der Leidenschaft. Ja, da vorne ist die Geoglyphe. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz hier nach oben. Dann ziehe ich nochmal rüber. Jetzt einfach eine weitere Drachenträne und Erinnerung. Ja, das ist doch schön. Aber für die Folge hier natürlich. Ah, so ein Krog hier oben, die hören schon. An den soll gar kein Feuer. Entschuldigung, mein Fehler.
Nee, du hast mich gefunden, Mann. Aber ja, klar, nächste Folge wäre keine schlechte Idee, wenn wir mal zum Ding gehen. Zum Spähposten zuerst. Ah, da ist ein Eisviech. Da fliegt auch was runter. Wo hat sich Hieroglyphe? Jetzt doof. Man ist immer in Edelwild, wa? Headshot! Okay, irgendwie kommt aber irgendwie auch nicht mehr. Womit könnte man ihn noch schnell von seinem Leid erlösen? So, ich hoffe, ich bin hier wirklich richtig, weil sonst habe ich ein Problem. Hä? Scheiße, Mann, ich sehe sie nicht. Das darf so mal nicht wahr sein. Ja, ein großer Komplex, der darunter gefallen ist. Oh, ein Leunel. Lang ist's her, lang ist's her. Könnte roter sein, wa? Fast auch schon realistisch, da er hier an einer so Strecke liegt, die wir eigentlich auch sonst gut befahren könnten. Scheiße, man, habe ich irgendwo etwas, wo man lüften kann? An der bessere Übersicht, Freunde. Oh, gibt's auch nicht den Vorführeffekt. Ich weiß, die Sternmarkierung ist da unten, aber die wäre nur so rein provisorisch. Oh, scheiße, Mann. Das ist natürlich jetzt peinlich, hä? Aber das Teil ist relativ groß, müsste man eigentlich sehen können. Warum kann ich mich eigentlich nicht umdrehen, während ich hier am Zeitsprung bin? Das verstehe ich irgendwie auch nicht so richtig. Hallo Füchslein. Ist es überhaupt so einer, den ich gerade erwähnt hatte?
Hyrule Handbuch, Mensch. Hyrule. Holzpfeil, Leuen Säbelhorn, Leuen Massivhorn. Soll man sich gut vorbereiten, das ist wahr. Mist. Die Geoglyphen sind irgendwie weg. Das glaube ich jetzt einfach nicht, ey. Und ist sie hier? Ah, hier ist sie. Ich sehe markieren am Boot. Ah, Gott sei Dank, hey. Oder? Doch, da ist sie. Wow. Gut. Schwein gehabt. Ah, ich wusste, dass sie hier in der Nähe ist. So, jetzt irgendwo hier. Wobei, immer klug vor, wenn sie in so Klippen dran ist. Es muss irgendwo sein. Also die Position der Drachen trennen, wo ich leicht rankomme. Was ist denn das? Ein Krog da? Okay. Ich würde sagen, in Leunel, wir singen mal eine nächste Folge oder versuchen es. Kann auch gut speichern und so und dann mal gucken. Entweder können wir uns noch etwas Cooles für uns hätten. Und Chimera-Bogen, ist natürlich immer gern gesehen, aber ich glaube, das wird eher schwierig. Da übrigens die Erinnerung hier. Zack. Also, Freunde, zum Abschluss der Folge. Eine weitere Erinnerung von Zelda. Es stimmt. Dies ist nicht die Welt, die ich kenne. Ein Zeitalter aus Sagen und Legenden. Eine mythische Zeit. Hat es mich etwa in die Gründungstage von Hyrule verschlagen? Wir sind nicht minder erstaunt darüber, werte Zelda. Doch falls du wie Sonja mit deinem Mysterienstein über die Zeit herrschen kannst, wäre es tatsächlich denkbar. Nanu, ich habe ihr sofort geglaubt. Auch ganz ohne den Mysterienstein, Rauru. Ich spüre in ihr sowohl meine Zeitkraft als auch deine Lichtkraft. Und vor allem fühle ich deutlich unser Blut in ihren Adern. Das stimmt. Doch sag, werte Zelda, du willst zurück in deine eigene Zeit. Und das so schnell wie möglich, wenn ich dich eben richtig verstanden habe. Ja. Die Zeit, aus der ich komme, etwas Schreckliches wird geschehen. Deshalb muss ich schnell zurück. Aber wie nur? Ich weiß ja nicht einmal, wie ich überhaupt in die Vergangenheit geraten bin. Zelda, Liebes. Du darfst vor allem nicht den Kopf verlieren. Komm erst mal mit in unser Schloss, ja? Nein, ich will doch... Wir stellen dich allen als eine entfernte Verwandte vor. Was ja gewissermaßen auch stimmt. Und frische Kleider kriegst du auch. Oh. Es wird sich schon eine Lösung finden. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich danke euch von Herzen. Moment. Mineru. Sie könnte einen Weg kennen, dich in deine Zeit zurückzubringen. Mineru, sagst du? Ja. Niemand von uns verkörpert die Weisheit der Sonau wie sie. Genau wie wir ist sie im Besitz eines Mysteriensteins. Sie ist meine Schwester. Mineru also, hä?
Interessant, interessant. Wo bin ich? Eine unbekannte Welt. Ja, macht Sinn. Ist natürlich auch schön der Ausblick, den sie hat. Nämlich schön da zum Todesberg rüber. Begreift endgültig, dass sie sich in der fernen Vergangenheit befindet. Was ich ein bisschen seltsam fand, war die Bemerkung von Sonja, dass sie in Zelda sowohl ihre Zeitkraft spürt, aber auch die Lichtkraft von Rauru. Weil ich mich frage, ich meine, Zelda hat ja Bannkräfte, aber warum soll die etwas mit Rauru oder mit den Sona zu tun hatten? Anhand dessen, wie es ja immer das Schweifer-Symbol auf dem Handrücken erschienen ist, oder ging ich davon aus, dass irgendwann in der Zeit halt, dass man das Triforce oder den Wunsch des Triforce geäußert hat, dass immer bei Zelda bleiben soll. Damit nicht mehr irgendwie Ganondorf oder so jemand, naja, quasi die Hand danach ausstrecken kann, sich in den Besitz nehmen kann. Dachte ich eigentlich. Aber ich habe irgendwie langsam das Gefühl, dass die Entwickler mit diesen Spielen eine ganz neue Richtung einschlagen wollen. Und gar nicht mehr so, wenn die das Gefühl haben, sie müssen es irgendwie in die bekannten Zeitlinien quetschen, sondern eben sich sagen, ja, wir bauen gewisse bekannte Elemente, also bisher frühere bekannte Elemente ein. Vieles andere wollen wir neu machen. Wo ich ehrlich gesagt ein bisschen, naja, einerseits verstehe ich's, als Entwickler sich dann natürlich ein bisschen freier bist, andererseits hatte schon Breath of the Wild Verknüpfungen zur Vergangenheit geschlossen. Da oben war's. Sei es auch mit den Hinweisen im Spiel selber, wo Königin Urbosa meinte, ja, irgendwie hat sie schon eine Referenz auf Gandalf bezogen, weil da offenbar mal ihre Vorfahren, Naboru, die Weise Ocarina of Time, ja mal irgendwie gegen etwas Böses kämpfen musste und wissen, dass das Ganondorf war, also Ocarina of Time. Und auch die Hinweise auf Prinzessin Ruto im Spiel selbst, die kamen ja auch so direkt vor. Warte mal, kann ich das irgendwie so rausziehen? Okay, so geht's nicht. Muss er da irgendwie eine Rakete dran basteln oder was? So einfach rausziehen geht nicht, wa? Schade irgendwie. Deswegen, ja, ich bin gespannt, wie das Ganze in die bestehende Geschichte der Zelda-Timeline noch passen soll, schlussendlich. Wie soll ich denn... Ich meine, ich brauche eine gerade Fläche, um irgendwie eine Rakete dran zu bauen oder so, damit ich das Teil da rauskriege. Na egal, schauen wir uns die nächste Folge an, Freunde. Sagen an der Stelle Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.